Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Ja, das mal dröhnt und rülpst die Playstation ach nehmi wie Sau. Ich bin froh drum, ich habe mir das ja als DVD bzw. Blu-ray gekauft und kann einfach sein, dass das gestern im Zuge von Datei runterladen einfach geschafft hat wie bekloppt. Ich finde es auch gut, dass man einfach nur zur DRI gehen muss. Und die macht dann schon automatisch wieder die der auf. Okay. Ich behalte trotzdem nochmal alles im Blick. Ach, wenn wir jetzt noch overgehen wieder. Wir haben 60 Munition im Sack. Ich denke, das ist ziemlich gut. Da war jetzt, ja genau, war noch Officer Schädelsprengerin. Also die Playstation ist zwar noch hörbar, aber ich hoffe nicht so arg wie das letzte Mal bei der letzten 3 oder bei der ersten 3 Aufnahme. Es war schon extrem, fand ich. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder aus dem Bild raus verschwinde. So, gerade nochmal gucken. Das war hier wieder so Vorhängeschloss, was ich nicht knacken konnte, weil ich nicht weiß, was ich für Kombi nehmen muss. Eventuell findet man ja mal irgendwo bei der Aufzeichnung, Bücher, Akte etc. mal einen Hinweis darauf. So, Claire, my Liebe. Wir wollten... da können wir es so nicht aufmachen. Genau, Lagerraum West und von dort aus in die Bibliothek. Genau, das wollten wir machen. Im Inventar haben wir den Peak-Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir eigentlich nur im ersten Stock die Büro-Westseite aufschließen. Genau, mit einer Peak-Tür. Das heißt, das wäre das Einzigste, was wir noch machen könnten derzeit mit dem lustigen Schlüssel. So. Okay, hier macht es nach wie vor urische Geräusche. Okay. Da haben wir auch unsere Gürteltasche gefunden. Und der illustre Knabe, ich hoffe, der fällt nicht nochmal runter. Der sieht auf jeden Fall aus, als wäre er schon zomboid. Und ich möchte ihm keine Gelegenheit geben, da nochmal Draht zu gehen. Hier war C4, ne? Theoretisch könnte man den Scheiß sprengen. Habe ich mal gerade so überlegt. Ach, wenn wir da dran nichts rumfummeln können. Ne? Wir haben ja nichts, um das zu entschärfen. Könnten wir theoretisch auch von weiter hin einfach mal drauf ballern auf gut Glück und gucken, was passiert. Weil genug Zombies sind ja dort hinten dran. Okay, es passiert nichts. Na gut. So realistisch ist das Spiel dann leider auch nicht. Aber ich weiß nicht, wenn man auf Sprengstoff drauf schießt, auf C4, wird er dann explodieren? Okay, verschaffen wir uns doch hier erstmal einen Überblick. Der verzählt kräftig mit dem hier. Ah, sieht schon geil aus. Also man merkt durchaus durch die Erklärung... Marvin hier. Ah, Wie schnell kannst du herkommen? Warum? Was ist? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Okay, bin auf dem Weg. okay. Also Sergeant Branagh möchte nochmal mit uns sprechen, wie es aussieht. Wir können von da bestimmt runterklettern. Und sind dann da in der Lage, was weiß ich, irgendwo noch ein Gebiet aufzudecken. Ah, da knuspert gerade einer. Scheiß Typ. Ach, die stehen... Huch! Wer nimmt denn gerade Huckepack? Ach, ich liebe das, wenn noch so ein bisschen Grafikfehler mit dabei sind. Und so solche lustige Sachen dann... dabei entstehen. Okay, der streckte Berzel noch raus. Ah ja. Hallo Freundin. Arschloch ist gut. Oh oh. Hör auf. So viel zu dem Thema immer, wie können Leute sterben, wenn die Zombies doch langsam sind, ne? Das geht schneller als gedacht. Ich glaube, der steht aber trotzdem wieder auf. Schießen wir uns einfach mal ab, vorsichtshalber. Und der hier. Ah ja. Gut, das war ein Crit. Die ist wohl eindeutig hinüber. Der Hinüber ist übrigens eine sehr seltene Spezies hier in Raccoon City. Gut, der steht wahrscheinlich auch nicht mehr auf. Und der hier, der Knusperknäuschen, hat jetzt kein Gesichtel mehr. Was ist dann hier noch? Ah, es ist ein Heber.
Damit könnte ich möglicherweise hier noch ein bisschen was reißen. Aber derzeit haben wir nichts, um das Ding zu bewegen, beziehungsweise A zu kurbeln. Brauchen wir bestimmte Kurbel mal wieder. Die ist ja in jedem Resident Evil Spiel Pflicht. So. Das ist schon ganz schön duster, wenn man hier die Helligkeit wirklich so macht. Halten. Moment. Dann kann ich hier theoretisch, ne? Dann müsste ich hier eigentlich das Ding darüber schieben oder andersrum. Dann können wir da auch rumspringen. Warte mal, halte mal eine Gaul A. Wir probieren das einfach mal. Ja. Also das kann nach Claire bewegen. Haben wir hinten drauf vielleicht noch irgendwas, was wir... Nee, schade. Okay, Zomselmane stehen Anime auf. Da ist noch einer. Ja. Ich gehe bei sowas einfach auf Nummer sicher. Das war das, was ich mal, wie gesagt, geschworen habe. Bei dem Let's Play. Ich schieße einfach auf jede Leiche, weil jede Leiche ist ein potenzieller Zombie. Deswegen ist gar nicht mal so schlecht. Rotes Buch. Okay, wer ist der Deibel, für was ich das noch gebrauchen kann? Das sieht auch schon gut abgefressen aus. Okay, ich glaube, der war schon tot. Und der da hinten, der sieht auch aus, als könnte er nochmal aufstehen. Okay, da steht man ganz sicher nicht mehr auf. Das war nämlich nochmal ein schöner Crit. Ah, das sieht ein bisschen aus wie der Zombie, der erste Zombie in Resident Evil Ends. Im Remake. Gut, der habe ich auch den Schädel komplett zerschossen. Der hat auch einen Crit abgekriegt. Dann gucke ich jetzt nochmal kurz immer Inventar. Zerschlissenes altes Buch, das untersuchen wir nochmal. Ein Plastikteil in Form eines Buches. Sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Okay. Können wir da irgendwas rumwurschteln? Zurücksetzen. So. Wir können doch nichts machen. Okay. Wahrscheinlich ist irgendwo in einem Regal ein Platz frei für Buch. Könnte ich drauf wetten. Und da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht irgendwas Lustiges noch machen können. Und zwar Tritra Trullala. Leiter ist wieder da. Und dann probieren wir das mal aus. Sergeant Brenner kann bestimmt warten. Ah ja. Na, das, da geht sie gar nicht drauf, die Claire. Okay. Was sind das für Geräusche? Das gefällt mir nicht. Ich mag das nicht, wenn so Geräusche kommen. Na, gehen wir doch mal so rüber. Also, irgendwas bewegt. Schockschwere Not. Oh, ich dachte, Claire wäre tot. Meine Fresse. Okay, gut, dass ich vorher nochmal aufgeräumt habe mit den Zombies. Das war nämlich weniger schön. Moment. Ah, hier können wir doch noch halten. Okay. Probieren wir es doch mal einfach so aus. Ist da hinten dran noch was? Nö. Und die können wir auch noch schieben, die Dinger. Okay, dann können wir möglicherweise... Ah, da ist doch noch was. Ah, Pistolenmuni. Die habe ich am liebsten hier. Okay. Mehr geht derzeit nicht, weil wir den nicht weghebeln können. Ich vermute mal, das rote Buch ist hier unnütz. Der Peak-Schlüssel bringt uns hier auch nichts. Okay. Das ist also derzeit das Einzigste, wie wir schieben können. Wir müssten denn tatsächlich noch einer noch rechts bewegen. Dann haben wir wahrscheinlich unsere Brücke geschlagen. Aber ich finde hier nichts weiteres an Hevel, Kurbel, Kirchendingens, um das Zeug weiter zu schieben. Ich finde auch diese alte Leselampe so unglaublich geil. Ja, die Playstation, die rührt immer noch kräftig, merke ich. Also das kriegen wir wahrscheinlich nie ganz weg, das Geräusch. Also, sorry schon mal an der Stelle. Nee, da können wir nicht mehr lang. Ja, da hinten dran ist natürlich der, die wichtig ist. War ja logisch. Das heißt, ohne Kurbel kommen wir erstmal überhaupt nicht mehr weiter hier. Ich lasse mir da auch schön Zeit, ihr liebe Leute, ne? Also ihr seht, hier brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen was, um dort zu improvisieren. Und da ist Exit da unten. Das heißt, wir gehen erstmal Richtung Exit und schauen mal, wo uns das hier führt. Im 2. oder 1. Stock. Da muss ich gerade mal auf die Karte mal gucken, auf die Schlaue. Wir sind hier im 2. Stockwerk. Alles klar. Kampfmesser ist hier noch irgendwo. Hoch, wo ist denn hier Kampfmesser? Ah, hier, der Kollege hat noch eins. Okay.
Ja, gut, dass ich mal auf die Karte geguckt habe wieder. Ansonsten haben wir hier noch Wagenheber, genau. Und da scheint es wohl Richtung Eingangshalle wieder zu gehen. Na, dann gehen wir doch mal wieder zum Sergeant Brennan. Ah, gut, dass wir den Schlüssel haben. So. Okidoki. Na, dann müsste eigentlich gleich wieder Sequenz starten. Oder Sergeant Lustig hat wieder was für uns, was ganz Tolles. Wagenheber, genau. Und da im Ostteil war man noch gar nicht. Im zweiten OG. Na dann. Dumm. Hi Marvin. Da bist du ja. Komm her. Was ist los? Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Leon. Kennedy oder so. Der Neue. Kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Okay, dann lebt Leon. Das ist schon mal sehr gut. Und wir sollen uns mit ihm treffen. Ostflügel, erste, also die Treppe hoch, ne? Okay, Moment, speichern wollte ich gerade nicht, aber das Kampfmesser wollte ich gerade verstauen. Und möglicherweise das Buch. Ich weiß nicht, was man das jetzt noch bringen soll, aber ich nehme es einfach mal mit. Das ist mal wieder dieser klassische Sammelwahn von mir, dieser Inventarwahn. Ich war noch nie so ein Resident Evil Sparinventaler, sondern immer so viel wie möglich mitnehmen. Aber ich finde es auf jeden Fall geil, dass man sein Inventar vergrößern kann. Sodele. Hier ohne haben wir es zwar alles aufgedeckt, das ist ja schön und gut. Da haben wir das Sicherungskasten auch noch nicht erledigt. Wir schauen doch mal hier oben nochmal gleich noch. Und zwar müsste das dann hier rumgehen, ne? Das ist mal unsere neue Mission hier. Wir gucken selbstverständlich nach, ob wir hier irgendwas abstauben können, wie Munition oder so. Schließlich sind wir im Easy-Mod, das sollte sowas eigentlich noch da sein für uns. Okay. Ah ja, da kommen wir einfach so durch. Na gut, dann sind wir hier im Wartezimmer. Halte mal die Gaula, eins wollte ich noch machen. Nicht, dass der Peak-Schlüssel an sich nur für 2 Dere gut ist. Und dann kann ich den im Prinzip wieder fortschmeißen. Deswegen möchte ich gerade mal gucken, ob ich den mit den Westbüros gerade hier verwenden kann. Das müsste ja hier eigentlich sein. Genau, die Peak-Tür. Machen wir die nämlich gleich mal auf. Du hast auch das lustige Peak-Symbol schon in der Dere eingraviert. So, benutzen wir gleich mal. Joink. Okay, genau, dann ist auch hier das Welcome Leon. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht mitgekriegt, dass das da drauf ist. Habe ich erst beim Sichten von der Episode beim Schneiden gemerkt. Aber okay, offensichtlich brauchen wir den Peak-Schlüssel noch ein bisschen öfter. Nichtsdestotrotz ist es gut, die Dere schon mal verwendet zu haben, weil wenn es wirklich nur so 2-mal Wunder gewesen wäre, dann hätte ich sie im Prinzip schon fortschmeißen können, das Ding. Hätte ich mal wieder ein bisschen Platz im Inventar gehabt. Es fehlt ja auch noch eine Type für die Schließfächer und die Karte fehlt uns auch noch für die Schließfächer. Das ist mal wieder grünes Kraut. Und was haben wir hier noch Schickes? So, da ist noch ein Tresor. Natürlich haben wir mal wieder keine Hinweise darauf, wie wir das aufmachen können. Sieht es dann hier aus. Ups. Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit, sowie die vielen Geheimgänge. Was? Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befindet sich ein von der Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus, um an ihnen in Operationen und Tests des T-Virus durchzuführen. Was? Das Gebäude ist für seine Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Okay. Wer macht aus einem Museum eine Polizeistation?
Das freue ich mich als auch, aber jo, leider keine Hinweise darauf, was wir hier mit dem Safe machen können. Ja, das ist immer etwas schade. Ich hätte ganz gern halt auch die Safe-Infos, dann müssen wir später nochmal zurückkommen und die ganze Zeit gucken, wo können wir dann hier möglicherweise nochmal Safe-Kombis für was verwenden. Gut, dass wir dann hier immer noch die Markierungen haben mit Ressort und Ventil, Kombinationsschloss und so weiter. Na gut, vielleicht ist das jetzt das letzte Mal, dass wir den Peak-Schlüssel verwenden. Objekte verwalten. Ah, Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein rotes Häkchensymbol tragen, wegwerfen, indem Sie in Inventar Mülltonne wegwerfen wählen. Okay, also der hat tatsächlich sein Zenit überschritten. Aber da das so ein wunderschöner Schlüssel ist, der auch tatsächlich in der Collectors Edition mit enthalten ist, in einer wunderschönen kleinen Inventarbox mit den 3 anderen Schlüssel, würde ich doch glatt sagen, der hat zwar seinen Zweck erfüllt, ja, aber wir sind derzeit hier noch unterwegs, sodass wir das Ding einfach nur in die Inventarbox legen. Die hat ja theoretisch unendlich Platz. Deswegen verstauen wir den Schlüssel einfach. Ich finde den einfach zu schön zum Wegwerfen. Und ich finde so wunderschönes Relikt der Schlosserkunst sollte man definitiv auch zur würdige wissen. Als der Schrank von meinen Großeltern im Prinzip sein Nutzer überschritten hat, ich meine, der hat 65 Ehejahre oder 67,5 Ehejahre überlebt, und wir ohne dann renoviert haben, ist das Ding leider kaputt gewesen. Aber ich habe dann auch einer von den Schlüssel aufgehoben, weil das wurde damals von einem Schreiner noch richtig gemacht, der Schrank, und die Schlösser von einem Schlosser hergestellt. Ich finde, das sollte man einfach würdigen, sowas. Natürlich ist es hier duster. Ist ja logisch. Da geht's nochmal rein in der. Da ist irgendein lustiger Bereich. Das ist der Kunstraum. Ja, da können wir rein. Vorsichtshalber einfach mal... Ah, das ist eher ihmchen hier, ja. Ah, dafür brauche ich dann das rote Plastikbuch. Ich erinnere mich an das Foto, was ich entwickelt habe. Artikel Der rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte, das war übrigens der Black Prince bei Edward IV, so nebenbei für jeden, den es nett interessiert. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte, die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde, der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar einem weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Natürlich, das Kranke fasziniert die Menschheit immer am meisten. Ist ja logisch. Der hat sein Zepter schon in der Hand. Er braucht noch sein Buch eigentlich, wie auf dem Foto zu sehen war. Ah, die Schlüsselkarte für die Schließfächer. Da kann ich, ach geil, da kann ich endlich die Schrotflinte abholen. Finde ich ziemlich gut. Da ist noch so ein Arm. Linker Statuenarm. Ein linker Gipsarm. Ah, natürlich ist es ein Gipsabguss, ne? Okay, dann verwenden wir doch mal das hier. Und dann kriegt der Kerl gleich doch mal sein Buch. Linker Arm mit Buch. Und es wird doch gleich mal benutzt. Aha. Da ist dieser tolle rote Juwel. Und es dreht sich und dreht sich. Da, 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 da. Und wir kriegen ein Zepter. Okay, das gucken wir uns doch gleich mal an, das Zepter. Ein kurzer Stab mit einem Juwel. Da ist ein Knöppel oder sowas. Ein Riegel. Rotes Juwel. Ein kostbar aussehender Edelstein. Geil. Okay. Super geil. Da würde ich doch sagen, da wir uns sowieso gerade dem Ende von der Episode mehr oder weniger nähern, dass ich jetzt noch einen Kunstraum mit der Schlüsselkarte gerade noch ein bisschen abhaue und die Biege mache. Das sieht aber echt geil aus. Und zwar gehen wir nochmal Richtung... Ups, wir gehen nochmal Richtung Schließfächer.
So, wo war das dann? Dunkelkammer war, wenn mich nicht alles täuscht, ja, genau. Bis mal gerade nochmal runtergehe. So. Leon hat ja Zeit. Der kann ja draußen warten. Der hat bestimmte Waffe, um sich zu verteidigen. So, wie bin ich denn da rumgewatschelt? Ich kann jetzt so übers Büro zu der Dunkelkammer gehen. Zu der Dunkelkammer gehen. Quatsch. Nicht zu der Dunkelkammer, da will ich ja nicht hin, zu der Schließfächer. Ich hoffe, hier sind keine Zombies gespawnt wieder. Sieht nicht so aus. Okay, Schließfächerraum. Ist hier. Zombies scheinen wieder noch gewachsen zu sein. Dann gehen wir doch gleich mal dort hier. Machen doch gleich mal die Karte rein. Jo, ich denke, die haben wir jetzt nämlich im Inventar drin. Ja, das ist gut. Dafür haben wir jetzt die Brandgranaten. Die können wir gleich wieder in die Kiste packen. Und die GM79 haben wir jetzt. Oh, dieser Granatwerfer kann Brand- und Säuregranaten abfeuern. Es ist noch nicht nur die Schrotflinte. Ja, geil. Super geil. Dann machen wir doch gleich mal kombinieren Dote mit. Nicht? Kipplaufgranatwerfer mit Einzelschussmechanik verschießt Brand- und Säuregranaten. Hoher Flächenschaden, lädt langsam nach. Wir rüsten es erstmal aus. Kombinieren das mit... Warum geht es dann nicht? Munition für den Granatwerfer. Ja, verwende es doch. Oder lad einfach so noch. Okay. Okay, dann würde ich aber sagen, wir holen uns noch die andere Munition dazu. So. Dann wieder so und so. Ja, cool. Ich habe gedacht, das wäre die Schrotflinte, aber es ist offensichtlich der Granatwerfer. Cool. Ich glaube, das war dann bei dem Leon Walkthrough bzw. Gameplay, was ich doch gesehen habe. Genau. Dass der dann dort die Schrotflinte kriegt. Das Kraut können wir verstauen. Das kann durch. Das rote Juwel behalten wir erstmal. Und wir wechseln wieder zur normalen Waffe. Und wenn dickere Kollegen kommen, schnappen wir uns gleich den Granatwerfer, der so einen sehr praktischen Tragegurt hat. Wobei das wirklich eher wie eine Flinte aussieht, finde ich. Okidoki. Dann hätte ich doch mal Sache. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig, wo wir dann hier wieder Richtung Leon marschieren und gehen dann dort nochmal die Dinger entlang. Wobei, eins kann ich noch ganz fix machen. Die Holzbretter, ja, brauchen wir glaube ich jetzt nicht. Und das sieht so aus, als bräuchte es noch... Genau, das braucht auf jeden Fall eine Kurbel. Ja gut, die nehmen wir jetzt auch einfach mal mit. Man weiß ja nie, wann man es gebrauchen kann. Und hier im Kunstraum waren wir schon. Da haben wir auch alles gemacht. Dann die Sache, ich stelle mich doch gerade mal hier in der Flur. Zum Exit. Huch. Ach, das ist der abgestürzte Hubschrauber. Oh fuck. Oh fuck. Wenn das der abgestürzte Hubschrauber ist, dann weiß ich, wer als nächster Gegner kommt. Und das wird geil. Also verpasst es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, ich weiß, welcher nächste Gegner uns hier erwartet, wenn das der Hubschrauberabsturz ist. Seid gespannt drauf und schaltet auf jeden Fall übermorgen wieder ein bei Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig, weil jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat im Original, weiß, was dort erscheinen wird an Gegner. Das ist ein richtig geiler Cliffhanger, muss ich gerade sagen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Es bleibt mal wieder spannend wie Sau. Eiern. Yankee.